Willkommen zurück zum Review von Dragon Ball Super. Diesmal die Folge Nummer 18 und ja, es hat so lange gedauert hat diesmal, aber ich hatte irgendwie gar keinen Bock drauf, früher aufzunehmen, um es mal so zu formulieren. Nun gut, Folge Nummer 18, was ist passiert? Es war wieder mal eine Filler-Folge, aber eine, die doch relativ unterhaltsam war und aber gleichzeitig auch ein paar Fragen aufwirft. Und zwar Fragen, die mich auch in Bezug auf Dragon Ball GT stellen, also nicht unbedingt wegen, wieso es, also sprich vom Sinne her, ja, Dragon Ball GT, ist das irgendwie, wird das mit Dragon Ball Super überschrieben und so weiter. Nee, es geht mehr darum, wegen halt bestimmten Szenen, wo man ja, wo gewisse Fans bei Dragon Ball GT sagen, ja, da ist irgendwie lächerlich und so, Dragon Ball Z war viel cooler. Wo ich mir hier aber bei Dragon Ball Super auch fragen muss, ja, das ist jetzt wirklich auch cool. Gut, aber wie ging es genau los? Eigentlich wie immer bezüglich halt, wow, dass halt Son Goku mit Whis unterwegs war. Zurück halt zu Meister Beerus Planeten, war. Also Beerus damals Planeten. Und da war es so, dass natürlich direkt von Vegeta begrüßt wurden. Hey, geht schon mal super los, vor allem Vegeta und Son Goku. Und ja, so, Vegeta kann mittlerweile das Ki eines Gottes fühlen, also das, was eigentlich Son Goku durch die Verwandlung zum Super Saiyan Gott auch beherrscht, von dem schon mal interessant, oder? Dass Vegeta das einfach so geschafft hat. Ohne halt Unterstützung von anderen Saiyajins, einfach nur irgendwie halt durch Whis Training. Und dieses Training von Whis, das ist ja auch so eine Sache für sich, aber das dann später mehr. Jetzt erst einmal Son Goku und Vegeta auf dem Planeten, okay. Und wie kennt man so schön natürlich erstmal die Arbeit von dem Vergnügen, beziehungsweise hier halt die Hausarbeit vor dem Training, heißt es hier. Ja, und die Hausarbeit, sie sieht im Folgt aus, dass man sagen könnte, Vegeta ist das Mädchen für alles. Klingt jetzt ein bisschen doof und die Vegeta-Fans würden mich für diese Aussage ein bisschen haten. Aber ganz ehrlich, erstmal Vegeta total der Pantoffelheld geworden, wo Whis zurückkommt mit Son Goku, sagt er so, willkommen zurück, Whis-sama, oder so stramm gestanden und so weiter. Dann im nur so, okay, Whis, was hast du mit Vegeta gemacht und wo ist der echte Vegeta? So Goku irgendwie auch gerade, Vegeta, bist du das? Er erkennt dich gar nicht mehr. Okay, das war wegen seinem Ki und so. Also irgendwie muss Whis es geschafft haben, bei Vegeta ohne irgendwie ein Ritual, eine Zeremonie oder so, wie auch immer, halt sein göttliches Saiyajin-Ki zu erwecken, wodurch Vegeta halt nicht zu einem Super Saiyan Gott wurde, nö, er hat bereits übersprungen, direkt zu einem Saiyan Beyond Gott. Alles andere gibt keinen Sinn. Naja. Zurück als zur Hausarbeit von, ja, die halt Son Goku und Vegeta zu erledigen haben. Und zwar, die sieht wie folgt aus. Ja, in erster Linie genau geht es um Beerus-sama und zwar seine Wäsche wechseln, also eine Bettwäsche. Heißt im Sinne von sein Laken, was er auf dem Bett gespannt hat, oder plus halt die Decke noch austauschen. Was aber nicht so einfach ist, weil Beerus, wir kennen ihn, wenn er pennt, dann pennt er, dann vor allem ziemlich tief und so, dass er nicht aufwecken, weil er natürlich schlechte Laune hat. Naja, müsste ich Beerus Wäsche wechseln, hätte ich auch schlechte Laune. Aber hier ist es ein bisschen anders und sowieso, wenn er halt pennt, dann hat er keine Kontrolle über seine Kräfte, sprich er tritt einfach drauf los und dann mal Bock hat. Ja, okay, kennen wir natürlich von uns aus, oder? Also auch, wenn wir zum Beispiel mal etwas träumen und so weiter, ein bisschen ausschlagen, austreten. Wer kennt das nicht? Nur Beerus ist ein bisschen extremer und das bekommt halt sofort halt Son Goku und Vegeta zu spüren, wenn sie erstmal quer durch den Raum fliegen. Da war noch interessant, weil Beerus hat in seinem Schlaf gemacht ein paar so, ja, Zeituhren, die er halt als Wecker benutzt. Wenn die explodieren, dann ja, dann wecken sie ihn halt, weil es so laut ist und ja, denke vor allem halt, weil es so laut ist. Jetzt aber, Son Goku hat natürlich die geniale Idee, bevor halt so ein Teil explodieren konnte, weil Beerus Vegeta dagegen geschmissen hat. Was macht er? Teleportiert einfach das Ding weg. Aber wir kennen ja Son Gokus momentane Teleportation, er kann sich nur zu anderen Personen beamen, sprich natürlich denen, die er spüren kann. Was macht er? Beamt dieses Teil zu Whis. Und dort explodiert es. Gut, ich muss sagen, Whis ging relativ cool damit um, also hätte mir Son Goku also vor die Fresse geworfen. Ich glaube, ich hätte ihn durch den Mangel gedreht. Naja. Und dann irgendwie das noch geschafft und so, weil Whis hat dann so, nicht Whis, sondern Beerus hat Son Goku in die Schwitzkaste genommen, im Schlaf natürlich wohlgemerkt, war.
Nicht ganz im Schwitzkasten, also in Janus-Stellung. Ja, wohlgemerkt Stellung. Trotzdem ist es ihnen geschafft, das auszutauschen und Son Goku so, Alter, ist das Training immer so schwer. Und sagt sich Vegeta, wieso Training? Das ist kein Training, das ist Hausarbeit. Und ich denke nur so, wow, immerhin hat es selber kapiert, geil. Und dann, ja, was muss man tun? Natürlich alles putzen, also alles sauber machen. Auf dem Planeten, Unkraut jäten, die Fischgläser, den Orakelfisch säubern. Da dachte ich mir auch nur so, okay, dadurch göttliche Saiyajin-Ki erwecken, Vegeta, du bist echt Pro. Also du bist echt der Boss von allen. Aber nee, dann ging es weiter und zwar endlich zum eigentlichen Training. Und ich denke mir sofort, okay, Training bei Whis, wie sieht das genau aus? Wir kennen zwar aus dem Resurrection 11 Movie bereits, das sind halt irgendwie, wow! Das sind halt irgendwie Son Goku, also Whis halt gegen Son Goku und Vegeta antritt. Aber nee, das war hier komplett anders und zwar, sie müssen Gewichte tragen und es durch die Gegend schleppen. Wow. Gewichte tragen und die Gegend schleppen. Also im Prinzip 1:1 sinngemäß das Training, was bereits Meister Kaio schon gemacht hat. Denke mir auch so, okay, und worin unterscheidet sich jetzt dieses Training von dem von Meister Kaio? Naja, dann irgendwie haben sie es geschafft und so, und zum Abschluss des Trainings, normalerweise bekommst du eine Belohnung und so weiter, vielleicht ein Stück Kuchen, was macht Whis? Der denkt natürlich, oh, Haikinyo. Nee, der denkt sich halt so, okay, Belohnung, was kriegen sie? Natürlich, was cooler, SSG, SS. Ja, da fehlen mir gerade die Worte. Und Whis, was macht er? Teleportiert Son Goku und Vegeta erst einmal zu Bios, weil Bios hat da scheinbar eine schlechte nicht eine schlechte, gut, doch das vermutlich auch, aber eine regelmäßige Schlafgewohnheit, sprich, wenn er irgendwie nach ein paar Stunden vermutlich, hat man einen Ausraster im Schlaf. Gut, kennen wir am Anfang teilweise auch, oder irgendwie so, hey, was soll das und so, und Schreien um uns herum oder Schlangen um uns herum. Nur Whis, der jagt etwas in die Luft, Bios natürlich, der jagt etwas in die Luft, Entschuldigung. Naja, und dann Son Goku Vegeta in seiner Front, oder? Was passiert, wieso sind wir hier? Und Bios, halte die Fresse! Pff. Naja, natürlich nicht ganz mit dem Text, aber ungefähr sinngemäß. Lässt erst eine Energieattacke los im Schlaf oder kontrolliert sie nicht und naja, Son Goku Vegeta voll getroffen und beinahe tot. Denke ich mir auch so, okay, das ist natürlich ein geiles Training. Jo, das ist sowas von super, das fehlen mir gerade die Worte, das muss einfach nur mega super sein. Genau, Vegeta, genau. Ja, und das war zumindest mal das Training des ersten Tages. Hey, geil, sie haben es geschafft, sie haben das Training überlebt. Gut, Son Goku dann natürlich direkt angepennt. Vegeta, der trainiert erstmal weiter, denke ich mir auch so, okay, ja gut, Vegeta, wenn du es nötig hast, obwohl ja eigentlich, wie es er oder auch Son Goku zu Beginn der Folge gesagt hat und Jan dann gemacht hat, dass Vegeta stärker sein könnte als er. Naja, aber darum geht es jetzt nicht. Achso, hier ist ja. Sondern es geht ja dann auch um den nächsten Tag, weil da geht es um ein anderes Training, nämlich kämpfen Son Goku und Vegeta gemeinsam gegen Whis. Denke ich mir auch so, okay, das könnte halt irgendwas darauf sein, wie Vegeta es geschafft hat, eben zu diesem Saiyan Beyond God Status zu gelangen. Aber nee, auch da sagt er plötzlich, was, ich darf gegen sie antreten, Whis Summer? Das erste Mal. Okay, heißt für uns also, wir wissen immer noch nicht, wie zum Henker es Vegeta geschafft hat, diesen Saiyan Beyond God Status hinzukriegen. Wir haben immer noch keine Ahnung und da muss er schon sagen, was hat Whis drauf oder wie kann es sein, dass er so einen Super Saiyan Gott herbeirufen kann, ohne ja, das ist eigentlich Ritual eigentlich, also wie wir es ja auf den anderen Folgen bereits gesehen haben. Irgendwie schafft Whis das auf seine eigene Art und Weise. Naja, wie gesagt, ich meine, in der Hinsicht gehen natürlich auch Son Goten, Trunks, Son Gohan gehen ein halbes Jahr dahin, sind nachher Super Saiyajin Götter oder Saiyan Beyond Gods.
Es läuft. Jeder kann ja sowas werden wie so Training. Ich sag mal zu wissen, hey, machen zum Sehen Beyond God. Okay, muss dein Ki kontrollieren. Dann kannst du Götter spüren und müssen Sehen Beyond God. Geil. Naja, zumindest so scheint es momentan zu sein. Und, jo, das ist eigentlich mehr oder weniger zumindest mal das Training hier von Son Goku und Vegeta bei Whis. Bio ist eben noch am Pennen. Son Goku einen neuen Anzug bekommen von Whis. Und jo, soweit scheint bereits bei Resurrection F angekommen zu sein. Denn, ach da muss und kann natürlich erwähnen, dass wir da am Ende der Folge, ich muss gerade überlegen, ist das überhaupt? Ja, stimmt, haben wir noch einen Hinblick bekommen, und zwar auf die Ankunft von Vados und Champa. Wobei sie ein bisschen seltsam war, tauchen wir uns vom Planeten auf und Champa sagt so, los Vados, mach schon. Vados so, kannst du jetzt selber machen mal? Und was passiert? Vados zerstört den Planeten. Aber irgendwie scheint es nicht das gewesen zu sein, was sie gesucht haben, und sie gehen weiter zum nächsten Planeten. Jo. Das ist bereits alles in beiden. Die scheint irgendwas gesucht zu haben und zerstören den Planeten. Okay, da war es nicht. Okay, weiter. Ich kann natürlich denken, sie suchen vermutlich Dragon Balls. Aber wenn sie natürlich den Planeten zerstören, gut, wären Dragon Balls unzerstörbar. Eine andere Erklärung hätte gerade auch nicht, wieso sie irgendwie Planeten zerstören und sagen, jo, hier war es nicht, okay, weiter geht's. Ja, und das war schon die Folge 18 hier bei Dragon Ball Super. Von dem muss ich sagen, naja, also, dass Vegeta so stark ist und dass Son Goku jetzt auch da ist, gut, die Hausarbeiten und so weiter, und dass Vegeta jetzt irgendwie zum Hausmütter mutiert ist. Total folgsam wegen, ja, Whis haben wir aber gemacht, ja, Whis haben wir hier, Whis haben wir da, ich mache alles für euch. Da eben, was halt zu Beginn des Parts erwähnt haben, wegen Dragon Ball GT lächerlich gemacht, und so, muss ich schon sagen, das ist auch ein bisschen lächerlich, dass Vegeta alles macht, nur um halt stärker als Son Goku zu werden, sogar sich so. Ja, ich meine, er ist nicht der Typ, den die anderen mit Meister anspricht. Aber gut, das kann man so oder so ansehen, das ist der Unterschied. Was ich aber schon freue, ist eben, dass wir jetzt bei Resurrection F angelangt sind. Wie halt das Super Saiyan Blue gerade hier ausgewählt haben und zustande kommen, ist ein anderes Thema. Vermutlich wird er echt erst im Kampf gegen Freezer gezeigt, und den lernen Son Goku und Vegeta irgendwie selbst durchs Training kennen. Da wird es ein bisschen leben, wenn sie so zeigen, oh hey, keine neue Super Saiyan Stufe. Dann wäre irgendwie der Wow-Effekt nach dem Kampf gegen Freezer weg. Jo, was war halt sonst noch? Wir haben Champa und Vados, dass die natürlich auftauchen, natürlich auch episch, endlich mal, im Manga schon längst aufgetaucht, und jetzt endlich auch mal im Anime. Aber worauf ich mich halt schon freue, ist die nächste Folge, weil dann kehrt endlich Freezer zurück. Wobei ich auch da sagen muss, also irgendetwas ist das seltsam. Weil, wir wissen ja, Dragon Ball Super ist eine Fortsetzung zum Dragon Ball Z Anime und Manga. Wobei, Manga muss man hier betonen, da oben. Muss man betonen, der Manga hieß ja immer nur Dragon Ball, der hieß nie Dragon Ball Z, wa? Der war nur im Anime, was jetzt nachher Dragon Ball Z hieß. Okay. Wieso, wenn ich das so explizit, das hängt damit, sag mal, kann ich bitte mal aus... Jetzt geht's. Das sage ich deswegen so explizit, weil im Dragon Ball Z Anime haben wir Freezer in diversen Fillern noch gesehen. Zum Beispiel dort nach den Cell-Spielen, wo es um das große Turnier im Jenseits ging, oder? Sprich, wo er halt mit Cell irgendwie Tumult machen wollte und dann von Son Goku und Palquang gestoppt wurde. Aber auch in der Buu-Saga, als Vegeta und Son Goku gegen Kid Buu gecatcht haben. Dann irgendwie auch da in der Hölle zugesehen, oder Freeze in seiner Endform, plus Cell, die Ginyu Force, King Cole, etc. etc. Und ja, eben dachte ich halt auch so, okay, Dragon Ball Super beruht ja auch auf dem Dragon Ball Z Anime. Das hieß es ursprünglich wirklich so, Dragon Ball Z Anime. Aber jetzt wissen wir, auch in der Vorschau, dass Freezer in der Hölle als Mecha-Freezer unterwegs ist. Und zwar nicht wie gewohnt da, Entschuldigung, bin ans Mikro gekommen, sondern eben da auch wie im Film, da halt von diesen Engeln der Hölle bewacht wird und so in diesem Koko, keine Ahnung, wie man das sonst irgendwie bezeichnen sollte. Da denke ich mir einfach nur so, okay. Es ist also doch, Dragon Ball Super Anime und Manga ist als eine Fortsetzung von Dragon Ball Manga.
Und dann könnte auch wirklich Dragon Ball GT eine Fortsetzung von Dragon Ball Z Anime sein. Weil dann wird es wieder mal Sinn ergeben bezüglich all diesem, ja, dass Palance plötzlich irgendwie älter ist als damals halt bei Dragon Ball Z. Und natürlich auch wegen Up und so weiter. Ich habe schon mal erwähnt, dass jetzt Ubing noch geboren wird, ist sowieso, naja, es gibt keinen Sinn mehr. Es muss gar nicht mehr sein, weil so Goku, Vegeta sind entweder die stärksten, sind Super Saiyan Götter oder Super Saiyan Blue von mir aus. Was man es vermutlich echt so macht, als Dragon Ball Super halt. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen doof und so, aber so eigentlich nicht. Dass Dragon Ball Super echt eine Fortsetzung vom Dragon Ball Manga ist. Und Dragon Ball GT eine Fortsetzung des Dragon Ball Z Animes. So irgendwie kann man das Ganze doch noch irgendwie ja, gut rüberbringen. Und vor allem, dass beides halt unabhängig voneinander ist und nicht, dass man irgendwie Dragon Ball Super und Dragon Ball GT miteinander kombinieren muss. Und trotzdem beides weiterhin existieren kann. Nicht, dass man irgendwie sagen muss, ja, Dragon Ball GT gibt es gar nicht mehr, jetzt gibt es Dragon Ball Super. Ja, sowieso Schwachsinn, jetzt wo sie bei Dragon Ball Heroes noch weiter Dragon Ball GT Charaktere bringen und vierfache Super Saiyan Transformation und so weiter. Ist einfach halt eine weitere Geschichte. Naja, auch wie es da weitergehen wird und könnte, das wir natürlich in den nächsten Wochen noch erleben. Aber ich denke wirklich, dass auch der Dragon Ball, die Super Freezer Saga, Entschuldigung, bei Dragon Ball Super, die wird vermutlich echt 1:1 aus dem Resurrection F-Film übernommen und dann, tja, mal gucken, wie es weitergehen könnte, wa? Wo ist denn der jetzt im Gletscher? Das ist der Himmel. Weiß der Himmel, wo die alle sind? Ich wollte gar nicht dahin. Na, dann bin ich doch wieder. Ah, muss dorthin. Oh, verdammt. Zurück! Ach ja, aber von dem her muss ich schon sagen, dass die Filme gefallen mir jetzt besser noch als die Anfangsfilme von Dragon Ball Super. Weil da ging es echt nur darum, irgendwie ein bisschen Platz zu schlagen und so weiter. Und ja, vor allem der Kampf dann zwischen Bios und Goku so in die Länge geht. So, ich hoffe, dass sie jetzt hier ein bisschen besser werden. Aber ja, ich denke, das werden wir in den nächsten 2 oder 3 Folgen erleben und dann halt mal gucken, wie es weitergeht, direkt mit Jumper weitergeht und wir endlich ein bisschen neue Episoden erleben, weil eben der Resurrection F und Kampf der Götter und so weiter, das ist ganz interessant, aber das ist ja alles aus dem Film, man kennt bereits alles, was ausgehen wird. Und wirklich neu, wirklich spannend wird es eigentlich erst dann, wenn es ums Universum Nummer 6 gehen wird, dann wird es richtig episch. In diesem Sinne, ja, muss man sagen, aber danke fürs Zusehen hier beim Review von Dragon Ball Super. Wir machen 10 Minuten drum. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Folge Nummer 19 und mal gucken, wie der Freeze noch so in der Hölle macht und ja, ob er auf gleiche Art und Weise zurückkehrt wie auch im Film. Bis dahin, ciao zusammen!